Der ZT-Talk wird Ihnen präsentiert vom Lindenhof Oftringen mit seinem professionellen Catering-Service, der CSS-Versicherung ganz persönlich und von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort. Wir fördern vieles, das gesund hält. Und was können wir für dich tun? CSS-Versicherung, dein Gesundheitspartner, ganz persönlich. Lindenhof Oftringen. Unser Catering-Service sorgt für kulinarische Highlights, auch an Ihrem Event. Seit ein paar Monaten sind diese Dinge hier nicht mehr aus unserem Alltag wegzudenken. Herzlich willkommen zum ZT-Talk. Fast überall gilt inzwischen Maskenpflicht. Aber woher kommen diese Dinge überhaupt? Zum Beispiel aus Rotrist, wo die Wernli AG daheim ist. Die Wernli AG ist spezialisiert auf technische und medizinische Textilien. Der Verwaltungsratspräsident und CEO der Wernli AG ist der Felix Schönle. Bei ihm dürfen wir heute zu Gast sein. Ich freue mich sehr, dass wir da sind. Herzlich willkommen, Felix Schönle. Grüezi, Herr Pfister. Schön, dass Sie da sind. Jetzt sehen wir ja hier, wir sehen hinten dran so grüne und weiße Rollen. Aus dem Material wird offenbar werden die Masken. Was ist das hinter Ihnen und was passiert mit dem? Das sind Fliessstoffe. Wir haben ein grünes Vlies, das ist die Aussenschicht bei uns. Bei anderen ist das blau. Wir haben eine weiße Schicht, das ist die Innenschicht. Und zwischen ihnen kommt noch eine dritte, das ist eine spezielle, ein Meltblown. Die drei werden auf einer Hauptmaschine eingeführt, zusammen mit einem Nasendraht. Werden dort nachher verschweißt zu diesen Masken, wie wir sie kennen. Und von dort gehen sie nachher auf eine zweite Maschine. Das sind die Ohrenbandstationen, wo nachher das Ohrenband noch angeschweißt wird. Von dieser Ohrenbandstation geht es dann weiter zur Verpackerei, wo es abgepackt wird und nachher unseren Betrieb verlässt. Vielleicht ein paar Zahlen. Wie viele Maschinen stehen jetzt unten? Wie viele Leute arbeiten? Wie viele Masken kommen jeden Tag aus diesen Maschinen raus? Wir haben 12 Hauptmaschinen und wir haben rund 36 Ohrenbandstationen. Man sieht, also die Hauptmaschinen sind ein bisschen schneller und es braucht dann entsprechend mehr Ohrenbandstationen. Wir haben bei uns jetzt rund 180 Leute. Ist nicht immer ganz gleich. Manchmal sind es 200, manchmal sind es 180 Leute, die wir in dieser Maskenproduktion beschäftigen. Wann haben Sie eigentlich das erste Mal wirklich ernsthafte Gedanken gemacht, anfangen Masken zu produzieren? Ja, das ist jetzt ziemlich genau 10 Monate zurück. Also im Februar bin ich angesprochen worden, übrigens von jemandem im Spital Zofingen, der gesagt hat, fang doch an Masken zu produzieren, das wird wahrscheinlich einen Engpass geben und du könntest uns dann beliefern. Und so habe ich eigentlich angefangen im Februar, zuerst geschaut, wo komme ich Maschinen über und das Zweite, was genauso wichtig ist, wo komme ich das Material über. Und das war nicht so einfach am Anfang, nehme ich an. Am Anfang war das noch relativ einfach. Und nachher haben alle angefangen, das ist knapp geworden mit diesen Masken, alle haben angefangen, Maskenwellen zu produzieren und plötzlich sind die Fliessstoffe ganz extrem preislich gestiegen und man hat sie kaum mehr bekommen. Und das ist schwierig geworden dann. Die erste Maschine haben Sie ja dann aus China eingeflogen, in Einzelteile. Was sind die grössten Schwierigkeiten gesehen, bis dann mal die erste Maske vom Band gelaufen ist? Ja, die Schwierigkeit war einfach, mal die Maschinen aufzustellen. Von China hat eigentlich niemand kommen. Es hat mal geheißen, wir kommen mit diesen Maschinen, aber das war schon ausgeschlossen. Also die selber zusammenzustellen. Wir haben ja die Maschinen noch nie selber gesehen laufen, aber wir haben das gleich zu laufen gebracht. Aber nachher hat das Problem eigentlich angefangen, weil die Maschinen müssen fein eingestellt werden. Die Maske sieht so einfach aus, aber es ist nicht so ganz einfach, bis all die Teile dieser Maschine gut miteinander zusammenarbeiten. Und das war eine der ganz grossen Aufgaben, die wir dann hatten. Man kann ja sagen, dass es ein nationales Interesse gegeben hat, dass so eine Produktion aufgefahren wird. Wie gut ist die Unterstützung denn von den Behörden, von den involvierten Behörden? Ja, die Unterstützung der involvierten Behörden haben wir eigentlich null gehabt. Also wirklich nichts. Wir hatten zwar Nachfragen gehabt, Bestellungen von offiziellen Stellen eigentlich nicht, sondern angefangen jetzt eigentlich mit Spitälern, die sehr interessiert waren, die wir auch von Anfang an beliefert haben. Einige später dann, das war so in der Grössenordnung Juni, sind aber dann Kantone dazugekommen. Der erste Kanton, der wirklich uns angefragt hat und mit uns auch zusammen eine Partnerschaft eingegangen ist, war der Kanton Genf.
Wie ist es eigentlich mit dem Kanton Aargau? Wer beliefert Sie im Kanton Aargau? Also im Kanton Aargau beliefern wir einige von den Spitälern, vor allem natürlich die grösseren Spitäler. Wir beliefern aber auch den Kanton selber, also der kantonale Führungsstab mit Masken. Sie haben ja das zu einem Zeitpunkt gemacht, also die Produktion aufgefahren, wo das BAG den Nutzen von Masken noch stark in Frage gestellt hat. Sogar der Bundesrat hat das gemacht. Ich habe gerade gestern wieder einen Ausschnitt gesehen, im April, glaube ich, am 11. April oder so. Warum sind Sie so sicher gewesen, dass plötzlich dann alle werden Masken tragen, wie das jetzt der Fall ist? Sicher bin ich natürlich nicht gewesen. Also, und niemand hat mit dem gerechnet, dass wir in der Bevölkerung eigentlich alle zusammen im täglichen Leben dauernd mit dieser Maske rumlaufen. Von dem habe ich noch nichts gewusst. Meine Idee war wirklich, 1-2 Maschinen und Spitäler beliefern. Und wo wir so mit Bestellungen überhäuft worden sind, habe ich den Maschinenpark hochgefahren. Und erst später ist dann das dazu gekommen, dass wir im öffentlichen Verkehr oder eben jetzt im Alltag, beim Posten oder auch sonst im Arbeiten mit Masken anlegen. Von dem hat niemand etwas gewusst. Aber dann zu den Zahlen. Ursprünglich haben Sie von 5 oder 7 Maschinen geredet, jetzt sind es 12. Sie haben von 80 Leuten geredet, jetzt sind es 180 Leute. Also mehr als verdoppelt, was Sie ursprünglich vorhatten. Ja, das war eine riesige Geschichte. Und zwar, weil wir eigentlich geplant hatten, am Standort der Wernli AG. Dort musste ich leider ein bisschen reduzieren, Anfangsjahr. Und dort hatten wir Platz gehabt, wir wollten die Maschine dort hernehmen. Und als plötzlich so viel mehr geworden sind, musste ich auch innerhalb von 2-3 Wochen einen neuen Standort finden, wo ich das Ganze aufbauen kann. Und da sind wir jetzt eigentlich in diesen neuen Räumlichkeiten. Also von Homeoffice ist nicht viel Rede gesehen, wahrscheinlich bei Ihnen in den letzten Monaten? Ja, in einer Maskenproduktion, überhaupt in einer Produktion ist es ganz schwierig, aus dem Homeoffice raus zu arbeiten, das ist klar. Nein, wir sind viel natürlich im Geschäft gewesen und die Leute hier in der Produktion müssen vor Ort sein, das ist klar. Wir sind jetzt hier im Lager mit den fertigen Masken. Auf einem Palett sind, glaube ich, 44'000 Stück. Der Typ Masken ist ja zertifiziert. Herr Schöndi, wie laufen denn eigentlich jetzt die Kontrollen ab? Also wir haben in der Produktion entsprechende Kontrolle, aber die Maske selber wird durch ein akkreditiertes Labor vorgängig überprüft, ob das alle die Werte einhalten. Da kommt gerade eine neue Ladung, nochmal 44'000 Stück. Das heisst, Sie müssen einfach immer wieder Masken dorthin schicken oder die können mit einer kontrollieren? Das ist einmal gemacht worden und das Material ist eigentlich mit dem geprüft. Wie gut ausgelastet sind Sie? Das scheint ja sehr gut zu laufen hier. Ja, wir sind jetzt auf einer Tagesleistung von etwa 700'000 Masken. Das heisst, wir arbeiten 24 Stunden, 7 Tage in der Woche, wirklich ohne Unterbruch in der Produktion. In 3 Schichten in dem Fall? He? 4 Schichten, jawohl. Also es sind 3 Schichten rund um die Uhr und dann noch Samstag, Sonntag. Rechnen Sie eigentlich damit, dass in einem Jahr noch alle Maschinen auf diesen Hochtouren laufen? Ja, leider die Kristallkugeln auch nicht. Niemand weiss es so genau, aber ich gehe davon aus, dass das in der Tendenz eher wird abnehmen. Das heisst eben auch, dass das Geschäft vielleicht nicht ganz so langfristig weitergeführt werden kann. Aber 180 Leute haben Sie inzwischen in der Maskenproduktion. Das sind 100 mehr als ursprünglich geplant. Haben Sie die Leute leicht gefunden? Ja, es war eigentlich nicht so schwer, die Leute zu finden. Man kann auch sagen, oder muss leider sagen, wir mussten Anfangsjahr im Stammbetrieb ein bisschen reduzieren. Wir haben aber glücklicherweise dann einige Leute auch übernehmen in die neue Produktion. Und zusätzlich haben wir wirklich ganz viele Leute noch eingestellt, von extern. Sie haben ja alles müssen selber vorinvestieren. Können Sie dazu etwas sagen, was das bedeutet hat? Ja, das sind wirklich grosse Beträge, die wir hier investiert haben. Ich meine, wenn man sieht, das ist maschinenintensiv. Wir haben in den Unterhalt von diesen Maschinen investiert, aber eben auch der Kauf der Maschinen, der Transport der Maschinen ist ganz etwas Teures geworden, der am Schluss von China. Aber ich kann sagen, das ist ein höherer einstelliger Millionenbetrag gewesen. Frage ich viele Leute, ist jetzt die Wernli AG Krisengewinnerin? Ist sie das? Vielleicht kann ich es jetzt schon beantworten. Oder? Mit all diesen Investitionen sind wir auch ziemlich in Vorleistung. Und wir wissen nicht, wie lange das Geschäft noch geht. Wir können es stufenweise erhöhen und ausbauen, wo wir Bestellungen haben. Aber ob das in einem Jahr noch so ist, das weiss niemand. Aber Sie haben Ihnen schon versprochen worden vom Abnehmer, dass Sie dann immer bei Ihnen bestellen. Ist das eingetroffen? Also haben Sie die Treue von den Kunden, die das versprochen haben?
Ja, wir haben 2 Kunden, die tatsächlich sehr treu sind und sogar schon bis Ende 2022 bestellt haben. Das hat uns extrem gefreut, das ist toll. Aber ich muss leider auch sagen, es gibt doch einige Kunden, die jetzt schon kommen und sagen, im Moment können wir wieder günstiger in China abstellen. Jetzt müssen wir Verständnis haben, dass wir halt bei euch nicht mehr so viel abnehmen oder gar nicht mehr abnehmen. Und das ist etwas, was einem schon ein bisschen zu denken gibt. Wir sind erst gerade in einer Krise gewesen, es hat gar keine Maske gegeben und jetzt plötzlich ist schon wieder nur noch der Preis, das, was im Vordergrund steht. Aber und Sie müssen schon wieder total, ist ein Preiskampf geworden in diesem Business? Ja, Sie also hören. Auf einen Preiskampf läuft es dann am Schluss wahrscheinlich raus. Da können wir halt einfach nicht mit der gleich langen Spiess kämpfen. Wir haben höhere Produktionskosten, wir haben höhere Auflagen da und so weiter. Wir zahlen mehr Sozialleistung und so weiter. Das sind all Themen, wo wir uns halt mit befassen. Ja. Wie viel unternehmerischen Mut braucht es, etwas durchzuziehen? Ja, eigentlich immer wie mehr, weil die ganze Geschichte immer wie mehr gewachsen ist. Am Anfang war es noch nicht so groß gewesen, oder? Da haben wir eine Maschine. Und jetzt ist das ein X-faches. Und da hat es dazwischen schon auch schlaflose Nächte gegeben und sehr viel Mut, dass man auf diesem Weg weitergeht. Aber haben Sie dann mal gedacht, oh, möglicherweise nicht eine richtige Entscheidung gewesen? Dass die Momente hat es auch gegeben? Die hat es definitiv gegeben. Ja, leider hat es die gegeben, wo man nicht gewusst hat. Oder? Das war auch noch, bevor wir wirklich die Maskenpflicht bekommen haben. Der Bund hat gesagt, Masken helfen nichts. Und in dem Moment habe ich mich dann schon auch gefragt, sind wir jetzt wirklich gut aufgestellt? Auf der anderen Seite haben wir gedacht, wir wollen vor allem an Spitäler liefern. Und dort braucht es die ja immer. Ja, und dann ist der Sommer gekommen und dann im Sommer ist sowieso, hat man fast das Gefühl gehabt, es ist die Pandemie gegangen, was natürlich eine Fehleinschätzung war. Ja, jetzt ist plötzlich wieder die zweite Welle, noch viel heftiger als die erste. Ja, jetzt ist klar, jetzt braucht es sehr viele Masken. Aber offensichtlich werden noch vielen anderen Orten auch Masken gekauft, leider. Herr Schön, ganz herzlichen Dank, dass wir bei Ihnen vorbeischauen und die Produktion anschauen. Und ja, drücke Ihnen die Daumen bei dem Business. Und herzlichen Dank, dass Sie uns empfangen haben. Danke Ihnen, Herr Pfister. Schön, dass Sie da sind. Nächste Woche kommt der Talk aus dem Spital Zofingen, unter anderem mit dem leitenden Arzt Philipp Raffiner. Wir reden mit dem über die ernste Situation am Spital Zofingen. Hoffentlich wieder mit denen, die zuschauen. Herzlichen Dank. Der ZT-Talk ist Ihnen präsentiert worden vom Lindenhof Oftringen mit seinem professionellen Catering-Service, der CSS-Versicherung ganz persönlich und von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort. Mami, da. Gesund werden braucht Unterstützung. Und was können wir für dich tun? CSS-Versicherung, dein Gesundheitspartner. Ganz persönlich. Lindenhof Oftringen. Unser Catering-Service sorgt für kulinarische Highlights, auch an Ihrem Event.